Ja, Leute, bei uns geht's weiter mit Pioneers of Pagonia. Nach einem kleinen Update des Spiels, also der Early Access Version, haben wir nun mehr Informationen, die wir direkt einsehen können, wie zum Beispiel ein Esstisch. Okay, nee, der hätte zum Beispiel gar nicht, aber hier zum Beispiel Träger, eine Fraktion, wir sehen gerade, so ein Fraktionentyp kommt und glaube ich, wir können sogar draufklicken und sehen sogar, wo er zu Hause ist. Okay, das auch. Oder auch, wo er wieder hingeht, wo er arbeitet, sind so ein paar Dinge, die wir direkt sehen können. Wir haben neue Schaltflächen hier, um zu aktivieren und zu deaktivieren. Zu Hause, die Ventura. Heißt jetzt, der geht zurück aufs Schiff oder hat einfach noch kein eigenes Zuhause? Ah. Ich glaube, wir sehen aber hier zum Teil auch Informationen wie... Moment. Mit dem Jäger, ich glaube, hat auch irgendwas zu tun, wa? Den Tieren. Ja, genau. Ja, hier Hase, Wildtier. Also wir haben einfach ein paar... Was steht da? Der große Plago... Okay, tot. Aber ein paar mehr Informationen, als wir vorher hatten, was natürlich auch schon sehr, sehr nice ist. Ein besserer Überblick über alles. Und ich glaube sogar, da habe ich es mal gelesen, genau, wir sehen zum Beispiel jetzt auch hier, wie viel so ein Reh hergeben würde. Also quasi ein Rehfleisch, 2 Leder, finde ich zwar ein seltsames Verhältnis, aber okay. Und angeblich können wir auch noch, wenn wir die gebaut haben, also ein bisschen Militär und so, können wir auch einsehen, was das Militär überhaupt gerade macht. Bisher war es eigentlich immer so, dass es sagen musste, hey, ihr sollt dort und oder hier und da patrouillieren, und dort haben sie nach anderen Truppen angegriffen. Jetzt hast du offenbar auch wirklich eine Schaltfläche, oder sagen kannst, hey, ich will bitte, dass du dorthin gehst und die Truppen attackierst. Was natürlich auch sehr, sehr cool ist, ne? Hier, Negerpost waren noch Aktionen, okay. Rationen. Da, müssen ja die sein, ja, da ist eben noch das Gewohnte. Das gewohnte Feature meine ich, dass wir die Ration hin und her tragen. So, perfekt. Irgendwie fast mit den Farmenländern hier ist auch etwas Neues. Muss ich mal noch gucken, was genau das sein könnte. Gut, also wir machen natürlich weiter, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das heißt ein bisschen, wir haben sehr viel zu tun sogar. Farmland. Ja, also Multiselektor, der fehlt noch. Standort-Info, da finde ich jetzt auch ein bisschen besser, was man alles machen kann. Sehr gut. Ja, merkt schon, ne? Immer mehr und mehr Updates, da lacht das Herz. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Update. Wenn wir dann hoffentlich dann in der Lage ist, kleine Panierer verfügbar. Ja, müssen halt erstmal kommen, wa? Wenn auch mal die neuen Typen dazu kommen, ne? Also eben so das nächste sollen ja, nee, wir sammeln noch nichts. Wir haben ja eigentlich schon gesehen, was noch alles in der Mache ist, auch für die Early Access Version. Genau, für die Early Access Version. Und ja, bin sehr gespannt. Also lohnt es überhaupt, das hier zu machen? Und macht der hier und sowieso alles? Ne, ich weiß nicht genau. Ja, gucken mal, ne? Also, eben noch hier ein bisschen Ausbau, eine Expansion. Was haben wir hier? Militärakademie. Ja, gut. Stimmt so auch. Ich werde erstmal das Gebiet noch erweitern. Wir haben ein mysteriöser Ort. Sein Zweck ist noch unbekannt. Das ist natürlich nicht cool. Da ist genau, der soll ja entdecken gehen. Der ist jetzt in die Richtung unterwegs. Okay, das passt eigentlich noch soweit. Dann, wo war ich sonst stehen geblieben? Das Forsthaus. Ja, wir haben viele Holzfällerhütten. Weil ich denke ja, dass ein bisschen zu wenig haben und so. Also das Verhältnis hier stimmt noch nicht so richtig. Wenn zum Beispiel jetzt hier sage, oh bitte, ja komm, machst du da hier, so ist jetzt gerade hier, aber schön die Umgebung hier, die ganzen Bäume pflanzen. Ich kann auch Laubholz-Dinger machen, ist nicht so wichtig. Ja, machen wir beide Sorten hier. Gut, die sammeln, wie gewohnt, da ist auch nichts Neues. Die Wohnhäuser sind auch nichts Neues, wir haben den hier. Work Orders. Ja gut, die ganzen Übersetzungen sind noch nicht ganz hundertprozentig ausgearbeitet, aber egal.
Abgeholt wurden. Stärkungsmahlzeiten, aber. Oder welche? Hier, das ist die hier. Könnte sein, wa? Die Dinge hier sind die Genussmahlzeiten. Schön genussig. So mögen wir. So, Gebäude deaktiviert die Schneiderei. Genau, hier wollen wir was machen, ne? Wir machen dafür erst Seile und Stoffe. Seile und Stoffe. Wir haben hier die Steinmetz. Hier genau das Lager. Müssen wir ganz kurz in Erinnerung rufen, was wir schon alles haben und was noch nicht. Das Warenausgangslager, das ist voll, vor allem von den Dingern. Naja, also Himbeeren haben wir in Hülle um Fülle. Alles andere ist eher noch so ein bisschen, naja, würde auch ein bisschen mehr sein, ne? Jetzt zum Beispiel auch keine Pilze, weil wir irgendwie keine finden in der Nähe. Gut, machen wir hier alles auf Himbeeren. Das Lager da oben nämlich auch gut entleeren. Dann Sägewerker, Holzwerkstatt. Gesagt, hey, hier Zahnräder bitte herstellen. Zahnräder, ein Lager dafür aber noch nicht, wa? Da brauchen wir noch eine Idee. Was liegt hier einfach rum? Leder oder was? Ah, das gute alte Leder. So. Das auch gemacht. Gut, 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 gut. Also, wenn ich aber sage, ich brauche Seile, ich brauche Stoffe. Wurde deaktiviert. Das kann ich also mal aktivieren. Da war jetzt was gepflanzt. Kürbisspross. Personal, ja, das kommt. Das Personal. Lalalal. Das Personal. So. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich meine, Stoff herstellen, Seile herstellen. Hat er nicht irgendwie... Warte mal. Gerade so doof. Das mysteriöse Ort, ja. Ja eben, die Berater, das stimmt ja schon. Einfach aus dem Flachs halt. Sind noch deaktiviert. Nur Flachse habe ich, glaube eh keine. Nö, noch gar keine. Uldrio, die Waldfee. Ist ein bisschen Mangelware, wa? Für Flachs. Staubig am besten. Das finde ich jetzt mal interessant. Warte mal, ist denn hier eine Getreidefarm hier überhaupt sinnvoll? Wenn es heißt hier Flachs wäre. Auf sandigen und staubigen Dingen am besten. Hier haben wir natürlich Sand, viel Sand sogar. Staubig. Haben wir irgendwo ein Areal, was dem entsprechen würde? Jetzt vor allem viele Fliegen, das ist glaube ich nicht unbedingt viel besser. Ja, da war eigentlich schon eher hier unten, wa? Könnte ich hier denn überhaupt... Ja, das ist eben ja das Problem, wa? Wenn ich jetzt aber trotzdem sage, okay, ich habe eine Getreidefarm hier. Das ist auch ein seltsamer Ort, aber lass jetzt mal. Und will hier nur Flachs anbauen.
ist es ja irgendwie ja falsch, wa? Ja, natürlich, wir haben in früheren Spielen schon Flachs gebaut, aber jetzt das Update könnte es doch sein, dass gewisse Dinge verändert haben. Deswegen am besten hier gucken sollte, wo ich was anbauen soll. Hier wäre es der Staub, aber hier geht es irgendwie am besten. Am schlechtesten. Schlecht, schlecht. Hier. Hä? Hier oben. Okay. Das kriegen wir ja eigentlich hin. Wir können hier jedes Gebiet noch ein bisschen erweitern zumindest. Und dann habe ich hier eine Art Abkürzung nach hier hinten. Ja, das sieht doch einigermaßen entsprechend aus. Okay, hässlich bei die Nacht, aber egal. So. Dann sage ich hier nur Flachs bitte. Muss aber zugeben, hat jetzt auch ein bisschen mehr Anno-Feeling, ne? Wenn du hier auch direkt siehst, aha, ich kann das und jenes hier am besten bauen. Ja, ich muss sagen, es hat schon was. Gut, also, machen wir hier nur Flachs. Natürlich bauen wir hier auch noch ein bisschen Wasser. Ja, ganz klar. Warum nicht direkt hier? Ja, Warenauslagungslager ist voll, vor allem voller Fleisch und Leder. Leder, Leder, Leder. Immer dieses Leder. So, Verarbeitung. Uns fehlen dann hier noch ein paar Lager. Haben wir hier eins für Zutaten tierischen Ursprungs. Da könnte das Leder. Okay. Naturprodukte, da könnte das Leder. Warum ist Leder Naturprodukte? Von mir aus. Leder drin sein, weil, warte mal, auch nur Flachs dafür und dann hier kommt das Leder zugange, ne? Ich werde ziemlich sicher bald relativ viel Waren davon haben, also baue die mal hier hin. Leder und Flachs, ne? Können wir die dann auch dahin liefern. Da oben also diese Art von Farm, sag ich jetzt mal. Dann hier ein Entdeckerpost, entdeckt die Insel immer noch. Dann haben wir hier Wachturm, der ist deaktiviert. Oh, Aufträge. Hier ist deaktivieren, hier habe ich noch. Einnahme aktiv, klicken um zu pausieren. Aha, das heißt, ich kann die einfach theoretisch hier versammeln, aber die machen noch nichts. Setze Fokuspunkt für Patrouillen. TNF, Set Attack Move Focus Point. No Unit to Attack with. Angriffspunkt setzen, ja. Gerade aktiven Angriffsbefehl abbrechen. Natürlich auch schön. Ja, wo habe ich eigentlich mittlerweile viel Grenzsteine. Das lobe ich mir. Das ist schön. Vor allem sind die ja hier, ne? Da sind die hier. Ja, machen die zwar gut, aber hier ist eh nicht mehr viel los. Oder jetzt eher gesagt, Leute. Ah, und jetzt patrouillieren sie nur noch. Wenn ich die jetzt hier deaktiviere. Habe ich eigentlich genug Personal hierfür? Jo, 20 Wachen, war, muss also reichen. Also das Ding deaktiviere, aber hier sage, doch, lass es hier. Beziehungsweise, nee, das Ding ist eh falsch. Entschuldigung. Ach, hier drüben gar nicht mehr. Aber vor allem hier unten. Ich sehe vielleicht mal gucken, dass ich noch ein paar Wege bauen kann. Viele Leute, ne, damit sie da den ganzen Weg ein bisschen optimiert ablaufen können. Wieder mal ein bisschen City Skyline mäßig.
So. Gut. Also dann bauen wir halt hier den Wachturm. Bauen direkt hier oben, weil wo soll er sonst mit hin? Focus Point setzen. Ja, Leute, ihr müsst hier rüber. Ganz, ganz dringend. Am besten, ja, direkt hier rüber. Gehen wir ein bisschen Speed drauf, weil sonst kommen wir nirgends hin. Wollen wir auf die Getreidefarm. Kein Personal, kein Gildenhaus verfügbar. Gut, das stimmt. Die haben noch nicht gebaut. Das wird es aber gleich ändern. Sobald ich mal das Haus gefunden habe. So, Gildenhaus. Gildenhaus hat euch lieb. Mann, Mann, Mann. So, hier oben, ne? Schönes Plätzchen. Bildet Arbeiter aus. Ja, die waren natürlich verschiedene Dinge, wa? Obwohl, warte mal. Ich brauche hier für Farmer. Sichel, Schaufel im Gildenhaus. Brauchen wir hier einen Farmer? Ja, wir haben 6 Farmen und die sind ja eigentlich schon hier voll im Einsatz. Auf der Getreidefarm, auf der Getreidefarm, ne, alles für viel, viel Nahrung. Gerade für Mais und Weizen. Ja, das wird insofern ja auch laufen, aber okay, gucken gleich mal. Dann die ganzen Dinge, die wir brauchen, ne, unter anderem auch Rucksäcke. Also Holzwerkstatt braucht hierfür nichts. Aber man brauche hier die Steinmühle ziemlich sicher, ne? Da steht Zement her. Ja, da kann ich mal bauen, aber was machen? Bei Zement habe ich noch keinen. Ah doch, Kalkstein meine ich. Aber nachher Zement raus. Gut, 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 gut. Ja, die gute alte Werkzeugschmiede. Fast hier umbauen. So, wo war die eigentlich? Entdeckt die. Ah, hier. Personal unterwegs. Junge, brauchen die lange. Die normalen Wachen patrouillieren einfach nur. So, passt ja auch, ne? Ist hier sowieso eine friedliche Map. Ihre Arbeiter, der Arbeiter von Gebäuden bestellt. 3 Farmer. Man jetzt einfach so selber oder wie? Aber diese Materialien hier oben habe ich noch, das ist nicht das Problem. Förster brauche ich auch, ja. Und die kommen jetzt einfach so. Rekrutiere Einheiten.
Die Leute wären da. Materialien fehlen noch. Da kommen sie auch schon. Aufgepasst. Und Verwandlung! Hui! Ich bin ein Förster. Aus einer Frau wurde ein Mann. In der heutigen Zeit ist alles möglich. Und alles erlaubt. Jeder so, wie es für ihn richtig ist, wa? Und Verwandlung! Ja, aus Mann wird Frau. Klappt auch so herum. Ist trotzdem irgendwie, sag ich jetzt mal, ein bisschen seltsam, wenn die aber quasi bestellt werden und die kannst du selber rekrutieren, aber gut. Warum auch nicht, ne? Man kann so machen. So, das war noch eine Werkzeugschmiede, leichte Rüstung, Rucksäcke. Die alten Säcke, wir brauchen Rucksäcke. So. Erstmal natürlich das Flachs, weil sonst wird da gar nichts draus. Ah, die kommen jetzt. Schritt für Schritt weitermachen. Erstmal hier gucken. Seid ihr hier am Ausbauen? Ja, doch. So wie es sich gehört. Kalkstein wurde entdeckt. Wie geil. Hier war vor allem Steine, aber waren weniger Kalksteine. Mysteriöser Ort wurde eingenommen. Naja, fast. Das ist so. Kommt schon, Leute. Macht hin. Unglaublich. Ja, eben noch hier. Zwei Drittel von 4. Ah, gut, 2 Drittel von 4. Ja, das macht. Die Angabe macht irgendwie Sinn. Ja, was ist das hier? Jetzt. Ganz, ganz merkwürdig. Ein Zweck ist noch unbekannt, ja, aber den haben wir auch schon ein paar gefunden. So, vielleicht kommt der Zweck hier erst später, ne? Vor allem nach dem Motto, der Zweck halt die Mittel. So, die Entdecker hier sind auch ein bisschen lustig, ne? Hier in der Nähe haben wir noch gar nichts entdeckt. Gefühlt. Geht aber da bitte runter, Leute, ne? Und guck mal, was dann so abgeht. Staubig am besten. Ja, je staubiger, desto besser. Noch viel mehr Flachs hier, oder Flachsfelder. Ja, komm, noch ein paar. Eine typische Anu-Art von wegen, ja, lieber mehr als zu wenig. Patrouille hier macht eher auch wenig Sinn, ne? Fokuspoint für die Patrouille. Es wäre natürlich auch schön, dass die jetzt so unterschiedlich gesetzt werden können. Aber hier kann die auch mehrere davon setzen. Ne, ist einfach nur eine, ne? Die gehen einfach dahin und patrouillieren halt. Die Frage, patrouillieren sie einfach zwischen dem Punkt
Mit dem Wachturm oder gehen sie einfach da? Die bleiben einfach da, wa? Und beobachten unsere künftige Mitstreiter. Oh Mann, oh Mann. So, Wachturm, nimmt ein. Ja, der soll viel einnehmen. Bis da hoch müssen wir, ne? Das nächste ist der Ort, da ist auch wieder sowas. Okay, okay. Ein Flachs hier dauert aber ganz schön lange. Junge, Junge. Also ein Flachs hier beim Wachsen zusehen, oder was? Mysteriöse Orte mit unbekanntem Zweck. Okay. So, da kommt jetzt langsam was. Das heißt, ich kann die mal einschalten für Seile und Stoffe. Brauche dann schon so viele Stoffe oder erstmal noch. So viele Seile oder erstmal nur Stoffe? Brauchen wir erstmal Stoffe. Und weil ich noch ein paar habe, machen hier mal ein bisschen leichte Rüstung und Rucksäcke. Das brauchen wir für die eine Quest hier unter anderem. Was wir aber auch noch brauchen, und ich glaube, das wird langsam Zeit dafür, nur bei Nahrung und so. Aber Windmühle, Militärakademie. Ja, genau, genau. Ausbildung etc. etc. Genau. Die ganzen Schmieden. Die Werkzeugschmiede zum Beispiel. Da habe ich ja auch viel Materialien. Kupfer, Eisenbaren. Vielleicht auch eine Schmelze. Die ganzen Tagebauten, wa? Kupfer hätten wir zum Beispiel hier. Kohle haben wir direkt daneben. Kohle, Kohle, Kohle. Wer hat die Kohle? Wo ist die Kohle? Eisen. So. Silber haben wir auch schon was. Da ist denn da weiter hinten. Okay, okay. Gut, hätten wir die Dinge auch mal. Jetzt ist die Frage mit dem Lager hier. Kann ich jetzt zuverlässig ein paar bauen oder habe ich hier ja Probleme mit dem Bauland? Ich meine, es ist eigentlich ein scheiß Ort, um ehrlich zu sein. Eisenerz. So, Eisenbahn wird draußen dann gewonnen, das heißt, das muss man gar nicht hier machen, das kommt dann in der Schmelzhütte, ne? Silberbarren und Eisenbarren her. Gerade die Eisenbarren werden natürlich sehr, sehr wichtig dann sein. So, ist zwar ein kleiner Weg da, aber die kriegen das schon hin. Vielleicht hier mal noch eine Abkürzung machen. Wenn ich noch Laufwege ein bisschen optimieren kann. Ja, schön ist es definitiv nicht. Das müssen wir ganz ehrlich sein.
eher schwierig da, ne? Muss halt hier rüber. So. Sieht schon mal ein bisschen besser aus, ne? Unsere Grenzen hier werden auch ein bisschen ausgeweitet, wobei hier unten ist eh nicht mehr so viel. Ein mysteriöser Ort, Junge, Junge. Wo haben wir denn? Wo haben wir den Entdeckerposten? Nochmal, der geht momentan bis hier runter. Da ist er schon. Gut, dann geht er mal noch bis hier hinten. Denn uns fehlen noch ein paar Karren. Flachsstoffe werden direkt hergestellt. Perfekt. Dann, jetzt schon ein paar Stoffe haben. Könnte ich ja mal sagen. So, bauen wir auch mal ein paar Rucksäcke. Welche Dinge brauche ich hier eigentlich? 24 leichte Rüstung, wa? Hier mal 30 und hier mal 20. Der wird eine Weile dran sein. Die Schmelzhütte. Nein, oder Werkzeughütte, wa? Werkzeugschmiede. Ja, gut, müsste generell noch einen guten Platz suchen, ne? Für die ganzen Werkzeugschmieden. Und Gildenhäuser. Rekrutiere Arbeiter und dann gar nichts mehr. Kannst du natürlich auch fragen, ne? Warum haben wir das da oben gebaut, nicht hier unten? Auch ein bisschen wegen dem Verkehr tatsächlich, weil wenn nachher die alle hier hingehen und direkt hier rekrutiert werden und so, muss auch ein bisschen sehr viel sein. Dafür läuft es hier aber mit den Bäumen ganz gut, ne? Und aber auch mittlerweile viel Nadel, wenig Laub, ne? Der baut beides an, der nur sein. Ich glaube, kann ein bisschen so machen, ne? So. Bisschen optimieren, besser gesagt. Okay, ja, viele Bäume dazwischen. Bevölkerung passt soweit. Ich habe noch ein paar übrig hier. Neugeborene pro Miniminute. Was? Pro Minute. Wieso habe ich jetzt Miniminute gelesen? Ich weiß auch nicht, Freunde. Gut, wir sitzen hier unten aus. Mais, frischer Mais, Marktstand, frisches Brot. Ah ja, Brot, muss man gucken. Mühle, müssen eine Mühle bauen. Vor allem nächste Folge dann. Eine Windmühle. Diese Mühle bringt viel Wind. Was halt auch echt gerne mal hätte eine Funktion ist, dass ich einfach Bäume abholzen kann und sagen kann, hey, ich möchte hier ein Gebäude bauen. Holzfäller, um die Gebäude, das Holz daraus zu verwerten, brauche ich nicht, ich will es einfach nur entfernen. Ist nicht unbedingt so ein typisches Feeling, kann man natürlich auch sagen, das sehe ich auch ein, muss man noch gucken, ob das wirklich so sinnvoll ist oder da so von mir gebe. Das eher vielleicht ein bisschen falsch ist, das sozusagen. Das gerne so hätte. Einfach so ein Holz entfernen, weil er mich einfach stört. Naja. Wir werden sehen, ja. Und natürlich auch nächste Folge, wie es hier weitergeht mit den ganzen Produktionen. Vor allem die Schneiderei wird sehr viel zu tun haben jetzt. Sehr viel, sehr viel. Ja, gucken mal. Ja, ja, doch, doch. Ich sag mal so viel. Herstellung ist im Gange und ja, das eine oder andere Update gab es ja auch, ne? Vor allem so, wie sagen wir dem so schön? Gibt es einen Begriff dafür? Nicht Life Balance oder Balance? Nee, nicht Balance. Life in Progress, nein, das auch nicht. Mann, es gibt einen bestimmten Begriff dafür. Mir fällt gar nicht mehr ein, schade. Schade, schade, scheiße. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Aber gucken, ob wir eigentlich mal so eine Quest für die anderen Fraktionen abschließen können, wa? Wäre eigentlich schon mal ganz wichtig, muss ich zugeben. Bin noch ein bisschen. Naja, wir werden sehen. Bis dahin. Tschüssi.